Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV und Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubst. Nach den Europawahlen vom 7. Juni habe ich am Europäischen Parlament schon den 9. Juni abgeholt. Als Käster haben wir eine ganze Reihe Probleme nachzulesen, besonders im Zusammenhang mit dem neuen Statut den Deputierten, die vom 14. Juli und nicht mehr von ihrem nationalen Parlament bezahlt gehen, mehr ein einheitliches Pay vom Europäischen Parlament kriegen und auch dieselbe Lesung für ihre Krankenkasse und ihre Pensionen. Nur der erste Direktwahl 1979 hat es also 30 Jahre gedauert, bis diese Regelung, der der Ministerrat auch hat müssen zustimmen, zustande gekommen ist. Auch für die parlamentarischen Assistenten, die Deputierten erstellen können aufgrund von einer Sekretariatszulage, gibt es neue Regeln. Es muss auch alles geregelt geben für die Deputierten, die nicht mehr bleiben wollten oder bleiben konnten. Das ist viel administrativ Arbeit und es sind nach das und nächste Woche viele Detaildecisionen am Präsidium vom Parlament, die mich hier angehören, zu holen, für sicherzustellen, dass es für alle Situationen eine Lösung gibt. Besonders aber für die Assistenten, die ja arbeitslos gehen, wenn ihren Deputierten nicht rumgewählt wird. Mehr wichtig wie das Administrativprobleme sind Vorbereitungen für die konstituierenden Sitzungen von den Fraktionen, auch vom Parlament. Da gibt es Entscheid an den Fraktionen, wen was für ein Posten, Präsident, Vizepräsident, an der Fraktion kriegt, an den Kommissionen vom Parlament, an den Delegationen mit den Drittländern, aber auch was für eine Kommission ein Member oder ein Ersatzmember, was für eine Kommissionen, ein Deputierten, ein Member oder Ersatzmember gibt. An einer Fraktion müssen die Ambitionen und Wünsche von rund 263 Deputierten aus 27 Ländern auf beieinander gebracht gehen, da das nicht einfach. Wenn nach mehr spannend sind Traktationen inner die politischen Fraktionen darüber, wie Präsident vom neu gewählten Parlament geht. Weil keine Fraktion eine Majorität hat, muss es Akkorden zwischen den Fraktionen gehen. Wenn eine Fraktion, die Europäische Volkspartei, sich mit den Sozialisten einigt, für das wir eine Präsidentschaft vom Parlament splitten, 2,5 Jahre von der EVP, 2,5 Jahre von den Sozialisten, dann gehen die Kandidaten an der ersten und an der Halbzeit von der Legislatur gestimmt. Aber da müssen die Fraktionen aber nach bei sich eins gehen, wen sie proposieren. Bei der Europäischen Volkspartei bei uns gibt es zwei Kandidaten, ein Pol und ein Italiener. Und es gibt einen liberalen Kandidat. Dem sind Fraktion hat nicht genug Member, die 80, für einen Deal mit der Europäischen Volkspartei zu machen oder einen mit den Sozialisten. Und das Ganze spielt dann nach Decisionen ran, wie Kommissionspräsident soll gehen, also Präsident von der Europäischen Kommission. Die EVP und die meisten Regierungen sind dafür, dass der jetzige Kommissionspräsident Barroso soll Präsident von der Kommission gehen, der aber erst Ende 2009 oder sogar Anfang 2010 antreten soll, weil auf der Lissabonner Vertrag, den nicht ratifiziert, dass an ein paar Länder, besonders auch an Irland, gewährt soll gehen. Die eng wollen das Parlament schon den 15. Juli über das Kandidatur aufstimmen soll. Und die Minister sollen das schon im nächsten Summit nächste Woche machen und proposieren. Andere wollen, dass das ab September ajourniert wird. All wollen sie aus dem Parlament und dem Kommissionspräsidenten Park machen. Nur dem Motto, wir stimmen für einen Kandidat für Parlamentspräsident, wenn der für den Barroso stimmt. Weil es bei den Sozialisten Deputierten gibt, ja tout prix nicht für den Barroso stimmen wollen, wie zum Beispiel Herr Goebbels, können wir nicht aufmachen, dass wir dann hier einen Kandidat für Parlamentspräsident stimmen.
auch bei den liberalen Sinderen ran den Herr Görens, diese schwer doen den Herr Barroso für ein zweites Mandat zu wählen. Mit der Präsident von den Liberalen, mit singen die 80 Membern, will ja auch Präsident vom Parlament gehen. Lo oder nur 2,5 Jahre. Bon, ich will lo mit der Beschreibung von diesem Puzzle abhalten, wollte ich aber mal informieren, was momentan hier am Europäischen Parlament läuft. Das hatte ich auch schon versichert auf der Table Ronde von den gewählten Europadeputierten nach der Juni-Oves bei RTL. Mit den Grünen und noch anderen haben mich einfach nicht ausreden gelassen, sodass ich nicht so zu Wort komme, wie ich das gewinnt sind. Ich habe mir geschworen, nicht mehr so fein zu sein, und mich durchzusetzen, wie ich das ja auch früher gemacht habe. Aber dann sind wir mehr in der Stadt gehen, ich werde zu viel aggressiv. Hier kann ich aber meine Meinung so, ohne dass mich unterbricht, und das werde ich auch in Zukunft machen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind.